Und wo Jesu Jünger sind, dort wo wir stehen, dort soll der Hauch vom Heiligen Geist dominieren. Und dort soll der Todesgestank weichen. Ja, der hat es angetönt. Wir sind in unserer Predigtreihe zum Johannesevangelium. Und wir haben die Texte angeschaut, vor der Kreuzigung, Verurteilung. Und jetzt machen wir wie einen Sprung zu den Texten nach der Kreuzigung und der Auferstehung von Jesus. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Kreuzigung nicht ausblenden. Ich habe es schon gesehen und es nochmal betonen. Es ist wichtig, dass wir sehen, dass es keine Alternative gibt zu der Kreuzigung. Wir haben Sonntag auch noch zusammen mit dem Hans-Peter diskutiert nach dem Gottesdienst. Das ist wirklich eine zentrale Botschaft. Aber sie hätte ihnen Steine geben können, er hätte an der Geiselung sterben, aber das Kreuz, das Hangen an diesem Kreuz, an diesem sichtbaren Ort, alles, was mit dem zusammenhängt, das gibt keine Alternative und das ist ja bereits im Exodus, im Auszug von Ägypten, in der Wüste mit dieser Schlange, die aufgerichtet ist worden, am Kreuz angedeutet. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite, was für mich ganz wichtig ist und zentral, dass wir das mitnehmen, ist, dass Jesus Christus als Mensch und als Gott an diesem Kreuz ist gehangen. Das sind so wie die zwei Punkte, wo ich möchte, dass wir die im Hinterkopf mitnehmen. Jetzt in dieser Verzweiflung, in dem nicht mehr weiter wissen, sehen wir im heutigen Text zweimal das Wort Frieden. Frieden sei mit euch. Frieden, der Zuspruch. Frieden mit euch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das uns auch immer wieder zusprechen können. Und ich hoffe wirklich, liebe Frutiger, dass die mir heute Morgen ganz gut hören, dass die Leitung jetzt funktioniert und dass wir wirklich den Frieden auch gerade dürfen hier über Technik einander zusprechen. Frieden sei mit euch. Das ist wirklich in aller Ruhe, die wir heute Morgen mit dem Gerät hatten, ist mir so wichtig geworden. Der Frieden, wo Jesus uns zuspricht. Und da dürfen wir uns durch nichts rauben. Und ich glaube, es ist schon ganz etwas Wichtiges, weil er sagt es zweimal. Frieden mit euch. In die Schocksituation, jetzt ist er auf einmal in diesem Raum drin, die Türen haben sie doch zu, wir haben beschlossen, dass niemand reinkommt, Jesus kommt rein. Was ist da? Frieden mit euch. In die Situationen, wo wir vielleicht auch überfordert sind, wo wir wie Jesus draussen lassen, er will reinkommen und er will uns den Frieden zusprechen. Als ich in den Vorbereitungen war, ist mir etwas anderes ins Auge gestochen und ich hoffe wirklich, ich habe also heute Morgen extra meine Zähne noch gefiedelt, dass sie dann nicht das Gefühl haben, jetzt tut er etwas predigen und hat dann selber einen komischen Atem. Es ist mir das Anhauchen einfach entgegengekommen. Und ich habe mir wirklich überlegt, also jetzt kommt Jesus durch die Wange in den Raum rein und er sagt, ich bin real. Und er haucht sie an. Und ich habe mich nicht erwehren, dem Gedanken zu überlegen, wie hat der geschmeckt zum Aus? Vielleicht ist das schon fast ein bisschen ein ketzerischer Gedanke. Aber wir wissen, durch unseren Atem, also wir haben aber das Mutti angehaucht, die hat die Zähne geputzt. Und vielleicht noch mal kurz ein bisschen mit Zahnpasta, oder? Ich habe geregt. Ich weiß nicht, vielleicht das mache ich wahrscheinlich heute anders. Aber wir machen die Zähneputzkontrolle gegen noch etwa so. Und wenn man dann merkt, ja, dass es gelbe Ränder hat und so, dann sagen wir, ja, vielleicht sollte ich schon wieder mal das Zahnbürstchen richtig brauchen. Durch den Atem kann man sehr viel preisgeben. Tabak, Alkoholkonsum kann man nachweisen, indem man jemanden hauchen lässt. Oder
Das Phänomen vom Knoblauch kennen wir auch. Wenn unser Nächster, also bei uns in unserer Ehe bis meistens ich, zu viel Knoblauch gegessen hat und dann sage ich der Judith, nimm auch noch ein bisschen Knoblauch im Käse, im Fondue drin. Sonst siehst du wieder eine Steiche zum Aus, oder? Dass wir da einander gegenseitig anhauchen, anstechen. Genau. Was hat Jesus für einen Atem gehabt? Ich glaube, er hat weder nach Alkohol, Tabak noch nach Knoblauch gestunken oder geschmeckt. Und wir können sagen, ja, was hat das überhaupt für eine Rolle? Spielt es eine Rolle? Ich tue das einmal stehen und ich werde uns darauf hinweisen, dass wir im Johannesevangelium immer wieder die grossen Bögen sehen. Immer wieder die grossen Bögen, wo der Pilatus zu Jesus sagt, schaut mal, der Mensch erinnert uns das zurück am Anfang vom Johannesevangelium, wo der Johannes auf Jesus deutet und sagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde von der Welt trägt. Und diesen grossen Bogen sehe ich auch hier. Wir sehen im Johannes 1 bis 3 ganz am Anfang heißt es, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Judith hat einen Tag nach einem Brassband-Konzert Kontakt gehabt mit einer arabischen Frau. Und das ist noch lustig, die tun jetzt da von Saudi-Arabien hin und her WhatsAppen zwischendurch. Und da ist schon, hat sie einen Tag so ein YouTube-Film bekommen von einer Influencerin, wo eigentlich alles zerpflückt, oder? Sie hat immer wieder gesagt, ja, in der Bibel steht das, aber das stimmt gar nicht, weil in der Bibel steht da das und es gibt ja Widersprüche und so. Und die hat unter anderem auch gesagt, dass Jesus nie von sich hat gesehen, dass er Gott sei. Aber das lesen wir hier ganz genau. Es heißt, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also Jesus Christus ist voll und ganz Gott. Und es zeigt uns aber auch einen Hinweis auf die Entstehung dieser Welt. Wie ist das Ganze entstanden? Jesus Christus, das Wort von Gott, durch das ist die Welt entstanden. Jesus ist das Wort, wo die Welt dadurch entstanden ist. Und dann gehen wir ganz am Anfang von der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 2, ab Vers 5. Das ist eigentlich eine von meinen Lieblingsbibelstellen. Dort heißt denn, der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Strom stieg aus der Erde empor und drängte das ganze Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde, und jetzt kommt's, und er blies ihm den Odem ein, den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Es hat sehr wohl eine Bedeutung, was der Atem von Jesus für einen Geschmack hat. Und zwar nicht, wie wir Geschmack verstehen, sondern dass in dem Atem von Jesus das Leben ist. Wenn wir den Hauch von Jesus nach der Auferstehung in Beziehung von dem Hauch Gottes bei der Schöpfung setzen, dann können wir Folgendes festhalten. Erstens, der Hauch von Jesus ist ein Hauch zum Leben. Dort, wo dich Jesus anhaucht, dort kommt Leben rein. Er ist lebendig. Und er sagt ja, schaut meine Wunden an, auch in diesem Zusammenhang. Er kommt dann auch noch vom Thomas. Schau meine Wunden an. Und die Wunden, die sind erkennbar. Und sie tun ihn als Gekreuzigten bezeugen. Also, dass man wirklich weiss, das ist die gleiche Person, die für uns am Kreuz gehangen hat. Aber es hat nicht mehr geschmeckt, es hat nicht mehr gegittert, sondern es war eben das Leben, es waren einfach noch sichtbar, die Wunden.
Und der Hauch ist frei von jeglicher Verwesung. Das ist das, was bei uns schmeckt, wenn es schlecht zu unserem Maus schmeckt. Das ist immer, hängt immer zusammen mit eben auch der Vergänglichkeit. Und im Hauch von Jesus ist Leben. Der Hauch, der unterstreicht auch die Ebenbildlichkeit von uns Menschen zu Gott. Das ist das Einzige, wo Gott, was er geschaffen hat er nur den Menschen angehaucht. Die waren einfach. Und wir stehen in dieser Ebenbildlichkeit von Gott. Und der Hauch, drittens, ist mit einem Auftrag verbunden. Im 1. Buch Mose, Kapitel 2, ist es mit dem Auftrag verbunden, den Garten zu bebauen. Und ich glaube, wenn wir bei Jesus schauen, im Neuen Testament, können wir diesen Auftrag erweitern. Wir dürfen Reich Gottes bauen. Und wir dürfen ihn bezeugen. Und wo Jesu Jünger sind, dort wo wir stehen, dort soll der Hauch vom Heiligen Geist dominieren. Und dort soll der Todesgestank weichen. Sind wir uns dessen bewusst? Leben wir in dieser Überzeugung? Dort, wo ich stehe, dort ist Reich Gottes und dort soll der Todesgestank weichen. In diesem Text kommt mir auch etwas von der Vollmacht entgegen. Wir haben schon mehr von der Vollmacht geredet, aber hier unterstreicht Jesus das nochmal. Er sagt, ihr habt Macht. Ihr könnt Sünden erlassen oder Sünden behalten. Vollmacht von der Vergebung. Jünger von Jesus, das sind Bevollmächtigte. Wir sind bevollmächtigt, Sünden zu vergeben oder Sünden nicht zu vergeben. Da habe ich auch ein bisschen dran studiert. Und mir sind Texte in den Sinn gekommen, zum Beispiel Matthäus 18, wo der Petrus Jesus fragt, ja, wie manchmal sollen wir denn vergeben? Längt 7-mal, 70-mal, 7-mal, 7-mal. Und Jesus sagt, nein, 7-mal, 70-mal. Also unendlich, immer wieder vergeben, unbeschränkt. Und heißt nicht mehrmals in der Bibel, dass wenn wir nicht vergeben, dass auch uns nicht vergeben. Ja, ich glaube, wir haben durchaus Macht, nicht zu vergeben. Allerdings steht das im vollkommenen Gegensatz zu dem, was ich vorhin gerade gesehen habe. Dort, wo nicht vergeben wird, dort ist nicht der Hauch vom Leben. Und ich kann euch sagen, und da wird mein Herz schwer, es tut mir weh. Es tut mir unendlich weh, wenn ich von Menschen Unvergebung erlebe. Und mir schmerzt das, wenn das irgendwie, mir tut das weh, wenn das irgendwelche Leute sind, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Aber wisst ihr, was mir um ein Vielfaches mehr weh tut, wenn mir richtig gehend Hass von Geschwistern entgegengebracht wird. Und ich möchte sogar sagen, dass dort, wo Unvergebnis im Raum bleibt stehen, dort tötelt es Berndeutsch. Dort tötelt es. Wir sind berufen, Leben zu bringen. Wir kommen zurück zu dem 23. Vers. Und uns fragen, steht denn da im Widerspruch zum Rest des Evangeliums? Die Vollmacht steht im Zusammenhang mit der Sendung. Ich schicke euch, ich sende euch, sagt Jesus. Und darum gebe ich euch den Heiligen Geist mit. Wie der Vater den Sohn gesendet hat, so sind auch wir gesendet. Jedes von uns. Nicht nur Vollzeiter, nicht nur Spezielle. Jedes von uns ist gesendet. Wir sollen das Reich Gottes verkünden. Wir sollen das Reich Gottes verkünden, in dem, was wir tun, in dem, was wir sind. Uns immer wieder überlegen,
Tue ich mit dem, was ich hier mache, tue ich mit der Art, wir haben es heute Morgen schon gehabt, mit dem Thema vom Menschenhandel. Tue ich mit dem, wie ich es mache, Gott verherrlichen, tue ich ihn bezeugen. Wir sollen Zeugnis ablegen von dem, was wir erkannt haben, von Gottes Wahrheiten und von den Wundern, die wir erlebt haben. Das ist nämlich etwas, was man sagen kann, da musst du dich nicht schämen. Hey, ich habe ein Wunder erlebt. Ich habe ein Wunder erlebt. Da hat Gott eingegriffen. Da kann der andere noch lange sagen, ja, das hast du dir vielleicht nur vorgestellt, etc. Das sind Wahrheiten in unserem Leben. Die dürfen wir erleben. Und wenn wir jetzt die Vergebung, beziehungsweise nicht die Vergebung, wie sie hier erwähnt wird, unsere Erinnerung rufen, dann geht es nicht um das, was der andere mir da hat, dass ich dem anderen nicht vergebe für das, was er mir hat da, sondern dass es um das geht, was Jesus an uns hat da. Jesus hat uns vergeben. Und dort, wo das Zeugnis eine Entscheidung für Jesus nachzieht, wenn sich dann Menschen aufgrund von unserem Zeugnis entscheiden für Jesus, beziehungsweise sich gegen Jesus entscheiden, dort dürfen wir dann das reinlegen. Also dort, wo sich jemand für Jesus aufgrund von meinem Zeugnis, von meinem Dienst, für Jesus entscheidet, dort darf ich dann das reinreden. Dort kann ich sagen, schau, weil du dich jetzt für Jesus entschieden hast, weil du sein Kreuzestod für dich beanspruchen, darum darf ich dir die Vergebung der Sünden zusprechen. Das ist etwas extrem Starkes. Und wo ist die Entscheidung festgemacht? Wenn wir wieder zurückgehen, ganz am Anfang von der Bibel, in das Kapitel 2 vom 1. Mose, das ich vorhin zitiert habe, dort nimmt Gott den Mensch, nachdem dass er ihm eben den Leben so dem eingeblasen hat, und er setzt ihn ins Paradies für den Dienst. Und ich glaube, es ist auch noch heute so, das Zeugnis und der Aufruf für die Entscheidung von unseren Mitmenschen durch unser Sein, durch unsere Verkündigung, durch unser Leben, das ist dort, wo wir hergestellt sind. Es ist auch dort, wo ich mich senden, stellen. Gott hat den Menschen genommen und er hat ihn ins Paradies, in den Dienst gestellt. Ob ich jetzt den Heimatort dazu verlasse, für Gott zu dienen, oder ob ich mein ganzes Leben an dem Ort bleibe, wo ich bin aufgewachsen bin, wir sind Gesendete. Jedes von uns ist ein Gesendetes. Wir dürfen uns nahbar machen. Und das ist nicht, dass wir uns irgendwo rausbeamen, irgendwo her, sondern nahbar machen ist eben ein Gesendetsein. Dass ich mein Herz auftue, dass ich mich auftue für meine Mitmenschen. Und es ist ganz eine Tür und Tür irdische Sache. Jesus sagt nicht, irgendwo in eine ferne Sphäre, an einen Ort der Glückseligkeit, sondern er sagt, ich sende euch. Ich sende euch in die Erde hinein. Also das ist hier verortet. Nicht irgendwo an einem speziellen Ort. Das ist da, wo ich bin, auf dieser Erde, auf dem Ort, wo ich stehe. Und vielleicht lohnt es sich wieder einmal, ich mache das manchmal an der Topfkollekte, wenn ich neben dem Topf stehe und zu diesem Topf schaue, dann sage ich, und hier ist Reich Gottes, weil ich da stehe. Stellt euch das mal vor. Ohne gross etwas zu sagen, aber sich grundsätzlich einmal auch bewusst zu werden. Da, wo ich bin, ist Reich Gottes.
Und nachher geht es ja darum, dass das, was wir hier tun, da, wo wir eingesendet sind, dass das auch eine Ewigkeitswirkung hat. Das ist ein himmlischer Nachlass. Matthäus 6,20. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Ich sehe nie in der Bibel einen Hinweis darauf, dass der Ort von der Entscheidung für oder gegen Jesus an einem anderen Ort wäre, weder hier auf der Erde. Und ich sehe in diesem Text von Johannes 20, 19 bis 23, eine klare Unterstreichung von dem. Der Ort von der Entscheidung, der Ort, wo wir eingesendet sind, ist hier auf dieser Erde. Und da sollen wir die Menschen aufrufen, sich für Jesus zu entscheiden. Hier, im Hier und im Jetzt. Wir sind mit der Vollmacht vom Heiligen Geist, mit dem Atem von Gott in die Welt gesendet. Für den Herz bezeugen und für einen Nachlass, für die Ewigkeit festzumachen. Wir sind mit der Vollmacht vom Heiligen Geist in die Welt gesendet, für Jesus als Herz bezeugen und einen Nachlass für die Ewigkeit hier festzumachen. Amen.